kleines bisschen an Metainformationen für dieses Projekt drinnen. Der Rest ergibt sich einfach durch das, was in einem Ordner drinnen liegt, plus ein zusätzliches Konfigurationsfile, und da werden wir uns sehr, sehr intensiv mit dem noch beschäftigen heute, dieses Project JSON-File. Das heißt, die zwei Files in Kombination ergeben im Endeffekt die gesamte Konfiguration, die der Compiler braucht, um so einen Typ bilden zu können. Warum ist das gemacht worden? Prinzipiell hat uns das zum Teil einmal NuGet eingebrockt, dass man da reagieren hat müssen, was die Projektstrukturen betrifft. Das kennt sicher jeder, der mit NuGet-Packages arbeitet, in einem Team, wo mehrere Leute NuGet-Packages aktualisieren auf der gleichen Solution und dann parallel einchecken. Was ist passiert? Die NuGet-Packages sind einerseits verteilt gewesen auf das Packages-Config-File plus im Project-File dann die Referenzen auf die DLLs sind, die in die Packages drin waren. So, was ist passiert, wenn zwei Leute haben auf verschiedene Zielversionen auch noch. Beim Mergen hat man garantiert irgendwo was vergessen und das Project-File hat nicht mehr zusammengepasst mit dem Packages-Config-File. Und ich habe den Bild gebrochen. Jetzt ist alles zentral in diesem einen Project-File drinnen und dadurch auch das Mergen deutlich vereinfacht, wenn man kollaborativ arbeitet an das Ganze. Eine weitere Neuerung von ASP.NET 5 ist, dass man jetzt hier eine komplett separate Hosting-Engine hat. Man ist in keinster Weise mehr angewiesen auf ein IIS oder auf irgendein sonstiges Zukunft, mit dem man das Ganze hosten kann. Und eine ganz große Errungenschaft, das kennt jeder, der IIS-Web-Applikation betreut. Der erste User, der in der Früh einsteigt, der erste User, der die Web-Applikation ansurft, der wartet einmal 20 Sekunden, 30 Sekunden. Warum muss das? Weil sich der Application Pool erst hochfahren muss. Und der Grund, warum das 20 bis 30 Sekunden dauert, ist, dass in ASP.NET früher einfach alles einmal standardmäßig aktiviert war. So. Und hier sind wir am ganz konträren Weg unterwegs. Hier ist nämlich standardmäßig immer alles deaktiviert in einer ASP.NET 5. Standardmäßig, wenn ich das Ding starte, habe ich dieses Startup-Skript und habe hier einen Konfigurationsbereich, wo ich nach der Reihe erst alles das aktivieren muss, was ich eigentlich gern hätte, dass meine Webanwendung kann. Standardmäßig im Standard-Template ist es einmal nur ein Händler, der im Endeffekt auf einen HTTP-Request reagiert und eine Response zurückgibt. So, wie schaut das aus, wenn ich das starte? Egal welchen URL in der Webanwendung ich jetzt anspreche, der Händler wird anspringen und wird mir den Response zurückliefern. So. Wenn ich sage, alles ist standardmäßig deaktiviert, das auch genauso, würde ich jetzt nämlich hier zum Beispiel ein neues File reinlegen, einfach nur ein ganz normales statisches HTML-File. Demo und das Ganze starten. Dann bekomme ich das auch nicht zurück, weil selbst das Ausliefern von statischen Content ist standardmäßig einmal deaktiviert. Und damit die Startup-Time noch schneller ist, nicht benötigt wird, statischen Content zu liefern, sind auch die ganzen Assemblies gar nicht geladen, die man benötigen würde, um den statischen Content vom Filesystem an den Client zu liefern. Darum müssen wir das explizit aktivieren, explizit die Dependency für den Static Content einfügen, und das machen wir über dieses neu erzeugte Project-File. Natürlich gibt es auch noch einen Dialog, Referenzen hinzufügen und so weiter und so fort. Es gibt auch einen ganz guten NuGet Package Manager im Visual Studio 2015, aber ein wirklicher Entwickler wird sicher kein GUI verwenden, wenn er ein geniales JSON-File mit einem super IntelliSense. Warum sollte ich hier ein GUI verwenden, wenn ich genauso gut hergehen kann und in diesem File herinnen sagen kann, Dependency. Während so Tipps bei all diesen Dingen muss man im Kopf haben, es ist auch jetzt gedacht für Entwickler, die nicht Visual Studio verwenden, sondern jeden beliebigen Editor. Wenn man will, VI, was auch immer. Und dort gibt es kein UI, da gibt es nur noch Text. Und deshalb ist das. Das ist natürlich jetzt der Release-Candidate wieder, wenn man das geniale IntelliSense lobt, dann kommt es. Ja. Solution, was denn? Das ist vorbei. Ja. Das ist so. Was soll man machen? Egal. Kommt noch. Vielleicht wirst du noch in die Bahn laufen lassen. Ja, das ist. Es ist ein Das passiert gelegentlich. Es ist ein Release-Candidate. Wir werden Visual Studio halt noch öfter starten müssen.
So, schauen wir rein. Ah, und tatsächlich. Jetzt haben wir wirkliches Intelligence und das ist Intelligence, das ist wesentlich intelligenter als das, was ich in einem C#-File sogar anzeigen muss, weil das Ding muss sogar noch in einem Online-Repository nachfragen, je nachdem welche Feeds konfiguriert sind, welche möglichen NuGet-Packages könnte ich Microsoft Punkt überhaupt installieren. Ich kann also Microsoft ASP.NET und dann hätte ich hier gern den Static Content und zwar in der Version. Und sobald ich das speichere, sieht man hier, man hat es ganz kurz gesehen, wird automatisch ein Download gestartet, das Package lokal runter und in meinem Projekt referenziert. Und jetzt habe ich das zur Verfügung und kann hier anstelle von diesem Händler, von dem simplen, den ich habe, sagen, ich registriere mir das Ganze so rein und sage Use Static Files und ab jetzt ist meine Webanwendung in der Lage, aus dem www-Root-Verzeichnis an den Client zurückzuliefern, wenn er das anfängt. Wir haben das Ding genannt start.html und dann haben wir unsere Cool-Demo. Ja. Soweit so unspannend. Wir wollen natürlich was anderes machen. Also der Rainer wird so sehr viel mit so Static Content Files. Ich bin prinzipiell mal für die serverseitige Logik verantwortlich. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass der Rainer Daten geliefert bekommt. Und woher soll er die geliefert bekommen? Natürlich aus einer Datenbank. So. Wir haben jetzt das Project-File vorher schon gesehen. Es gibt standardmäßig nur ganz wenige Dependencies da drinnen, weil es soll so schlank bleiben, es soll so schnell wie möglich starten. Wir brauchen aber im Laufe unserer Solution ein paar mehr Dependencies und die ziehen wir jetzt hier gleich rein, damit er im Hintergrund die Packages runterladen kann. Da sind nämlich ein paar relativ große auch dabei. Restoring jetzt für die References, jetzt haben wir es ein bisschen länger gesehen. Das war jetzt quasi der Download-Prozess von den Nugget-Packages von dem Live-Feed. Und da habe ich mehrere Live-Feeds drinnen, der Standard-Nugget-Feed und auch der Nightly-Build-Feed von der Microsoft für ASP.NET 5, damit ich da ein paar spezielle Packages für die Version bekomme. Nur um das ganz klar zu machen, du hast jetzt nicht irgendein Tool gestartet, sondern einfach durch Speichern nur durch das Speichern oder das Runterladen passt. Ja. Und das ist jetzt, dass das passiert durch das Speichern dieser Datei, das ist jetzt natürlich ein Feature von Visual Studio. Wir haben ja schon gehört, Visual Studio Code, ganz ein großes Thema mit Microsoft-Technologien. Auch dort brauche ich natürlich irgendwie die Möglichkeit, dass ich solche Restores mache. Und dort gibt es Command-Line Utility, das DNU Utility, ich zoome rein, das DNU Utility, wo man sagen kann, Restore. Und wenn man in dem Ordner ist, wo das Package-Config-File ist, Project.json-File, drinnen ist, dann wird er hier jetzt genau diesen Restore, den das Visual Studio automatisch macht, auch in der Konsole machen. Und das funktioniert natürlich auch auf Linux und auf macOS. So, jetzt haben wir die Packages. Wir sehen hier schon eine ganze Menge an Entity Framework Packages haben wir dort in der Version 7. Ganz neuer Recode vom Entity Framework. Grundlegend, das Paradigma hat sich nicht verändert, aber der Funktionsumfang von dem Entity Framework hat sich verändert. Es geht in Richtung Plattformunabhängigkeit, es geht in Richtung mehr Provider unterstützen, nicht nur relationale Datenbanken unterstützen, auch NoSQL-Datenbanken unterstützen, Azure Table Store und so weiter und so fort. Wir haben uns jetzt hier aber trotzdem für einen SQL-Server entschieden und werden dann sehen, wie gut das dann auch funktioniert, wenn es Richtung Linux geht, die ganze Sache. So, Entity Framework braucht natürlich auch ein grundlegendes Datenmodell. Ich mache es in meinen Entwicklungen immer so, dass ich den Code-First-Ansatz wähle, das heißt, ich schreibe zuerst meinen C#-Code und verwende dann Mechanismen vom Entity Framework aus dem C#-Code generieren kann. Das heißt, ich beginne in dem Fall mal, dass ich mein Model aufbaue und hier haben wir uns für ein ganz simples Sample entschieden, ein Bookstore quasi. Der hat genau eine Entität und das ist eine Book-Klasse und das war es dann auch schon. Da haben wir ein Snippet dafür. Book-Class. Und das ist es auch schon, eine Entität mit 3 Properties, ein bisschen Serialisierungskonfiguration noch, damit das im JavaScript besser ausschaut, weil die haben es nicht so Capital Letters. Und ja. Das ist unser Model, das hat aber noch nichts mit dem Entity Framework zu tun. Was mit dem Entity Framework zu tun hat, das ist die nächste Klasse, die wir brauchen, und zwar unser Kontext. Auch dort hat sich nicht viel verändert im Vergleich zu Entity Framework 6. Nach unserem
Kontext, von dem leiten wir natürlich ab. Und dann haben wir hier ein DB-Set, auch das hat sich nicht verändert. Book. So, und jetzt kommen wir zu einer Neuerung. Wer hat mit Entity Framework 6 schon einmal Code First entwickelt? Oh, so viele. Was wäre der nächste Schritt gewesen, wenn ich jetzt Code First entwickle und jetzt möchte ich eine Datenbank haben? Was hat man als nächstes gemacht? Dieses Mapping, das ist halt standardmäßig schon drinnen, das verwendet man genauso wie es 1:1 durchmappen würde. Migrations müssen wir aktivieren. So. Und auch das ist jetzt natürlich ein Thema, das soll auch funktionieren, wenn ich auf einer Linux-Maschine entwickle oder wenn ich auf einem macOS entwickle. Und darum müssen wir jetzt einen Weg finden, auch für diese verwendet haben, für die Migrations, wie wir die auch in Linux verwenden können oder wie wir die auch in macOS verwenden können. Und darum gibt es jetzt hier in dem Project.json-File einen ganz eigenen Bereich Commands. Da ist einmal standardmäßig einer eingetragen, Web, das ist quasi ein Self-Hosting-Command. Wenn man den ausführt, dann wird das Ding mit diesem Web-Listener gehostet. Das hat nichts mit einem IIS zu tun, das ist ein ganz separates eigenes Hosting-Thema. So, und jetzt kann ich hier eigene Commands definieren, die natürlich auf Basis von irgendwelchen NuGet-Packages daherkommen müssen, die wahrscheinlich ein Command in dem Entity Framework Commands Package. Das ist schon alles, was wir brauchen da drinnen. Command. Und vermutlich auch noch bekommen, vergessen, das ist selbstverständlich. Dann haben wir hier ein Entity Framework Command und jetzt habe ich ein weiteres Konsolentool, das ich verwenden kann. Und zwar das DNX, das ist die .NET. Und mit der kann ich jetzt, wenn ich ihm noch sage, in welchem Ordner das Project.json-File liegt, diese Befehle, die da definiert habe, auch ausführen. Das heißt, ich kann jetzt hier mal sagen, dnx.df, das ist der Befehl, den ich gerade definiert habe, und wir haben ein wunderschönes Einhorn, das ist unser Entity Framework Command, der da mitgeliefert wird mit dem Entity Framework Package. Kann ich selbst auch entwickeln, kann ich eigene Commands bauen, wenn ich einem Entwickler helfen möchte. Also ich kann ein anderes Einhorn zeichnen. Alles kann man machen. Solange es sie mit ASCII Characters machen lässt. Und dann gibt es jetzt noch einen Subcommand oder eine Option für diesen Hauptcommand Entity Framework Migration. Und da kann ich jetzt hergehen und sagen, füge mir in mein Projekt eine neue Migration ein und nenne das Ganze Initial Create. Enter. So, was passiert jetzt im Hintergrund? Grundsätzlich einmal. Ja, woher soll. Gottes Willen, das bin ich zu schnell gewesen. Das Entity Framework an sich, dass wir das Package dort haben, ist ja schon mal gut. Dass wir den Kontext erzeugt haben, ist auch gut. Aber woher soll das sich verbinden muss? Ob das jetzt ein SQL-Server ist, ob das jetzt ein SQLite ist, ob das jetzt vielleicht gar keine relationale Datenbank ist. Und das muss man eben einmalig konfigurieren. Und dieses Startup-Teil ist nicht nur als Bootstrapper gedacht, das ist auch unter anderem als Konfigurationsklasse gedacht für ein sehr integriertes Dependency Injection System. Und hier kann er jetzt in diesem Configure Services Block hergehen und kann sagen, Services dort so. Static configuration. So. Jetzt hier in die Dependency Injection Strategie quasi das Entity Framework konfigurieren, kann sagen, es soll einen SQL-Server verwenden und kann für einen spezifischen Kontext auch noch einen Initialisierungsblock erzeugen, wo ich dann in diesem Connection String angebe für diesen spezifischen Kontext. Wenn ich das Ding jetzt irgendwo brauche in einem Controller, in meiner Web-API-Sache, dann muss ich das Teil nur noch als Konstruktorparameter definieren und ich brauche dann das gesamte Life-Cycle-Handling
mehr machen. Und das kümmert sich das System, dass das Ding gespostet wird, dass es frisch instanziert wird und dass man als Parameter in meinen Controller mit reingegeben wird. Das werden wir dann noch sehen, wie das funktionieren wird. Ein kleines Using fehlt mir noch für die Extension Method. Using Microsoft. Funktioniert auch das da. So, und natürlich ist es so, dass ich hier nicht hardcodiert meinen Connection String reinschreiben möchte, sondern den Connection String möchte ich an sich schon irgendwo auslesen können. Früher hat es da eine App-Config-File gegeben dazu, aber JSON ist das neue XML, wie ich immer so schön sage. Gibt es nicht nur ein Project JSON-File, sondern auch Wunsch, auch ein Config-JSON, wie man möchte. Und dort kann ich jetzt den Connection String reinschreiben. So, das ist jetzt ein Connection String, der wird für Development-Zwecke ganz gut funktionieren, der geht auf einen lokalen SQL-Server von mir. So, jetzt, nachdem das kontrolliert ist, möchte ich eigentlich diesen Befehl ausführen können. Migration add initial create. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Es ist nicht wirklich was Spannendes passiert. Er hat gesagt, using context, book context, und das war es aber auch schon da drinnen. Was aber passiert ist spannend, der Migrations-Ordner angelegt worden ist, und in dem Migrations-Ordner haben wir jetzt, so wie man es von NTFS Framework 6 auch gewohnt ist, einige scaffoldete Default Migration für die Datenbank. Mit der kann ich jetzt quasi ein Create-Script für die Datenbank erzeugen oder die Datenbank direkt erzeugen. Und wir sogar eine Linux-Maschine vorbereitet haben, wo wir die Webseite dann hosten, werde ich jetzt einmal auch kurz herzeigen, dass der Befehl oder dass das ganze System auch auf Linux einmal funktionieren, werden wir das Create-Script für diese Datenbank einfach mal auf dem Linux-Rechner ausgeben lassen. Hier genau das gleiche. Linux, Entity Framework, Migration Script. Und ich habe den nächsten Fehler. New Store. Den haben offensichtlich noch ein paar Packages gefehlt dort auf der Linux-Maschine. Das ist genau dieses DNU-Kommando, was du vorher unter Windows schon hergezeigt hast, was Visual Studio automatisch macht, was wir eben unter Linux in dem Fall, weil wir kein Visual Studio haben, manuell machen müssen. Noch hat es ein Problem. Whatever, das ist halt so, es funktioniert. Ich kann es aber lösen. Okay, was uns gleich zu dem nächsten Befehl bringt, der auch ganz interessant ist, DNVM. Das ist der .NET Version Manager. Jetzt ist es nämlich möglich, mit der neuen Core CLA Runtime-Versions quasi auf der gleichen Maschine hat. Jede Anwendung potenziell mit unterschiedlichen Runtimes arbeiten kann, selbst in so feingranulare Zweige wie Beta 4 und Beta 6. Und der Befehl entscheidet dann quasi, der DNX-Befehl kommt dann entweder aus der 4er Runtime oder aus und in dem Fall ist standardmäßig hier blöderweise die falsche Runtime ausgewählt gewesen, das für unser System nicht funktioniert. Machen wir hier einfach ein kurzes Use. Wenn du das eintippst, nur um das ganz klar zu machen, ja? Mehrere .NET-Applikationen auf ein und demselben Server und alle User benutzen Versionen, die können privately deployed sein, ein wirklich riesengroßer Schritt für .NET, dass man es immer global installieren muss. Ja. Ja. Bitte. Wie sind die isoliert dann? Oder .NET war immer relativ in der Maschine. Zentral gecached, aber grundsätzlich durch das DNVM, was er dann für die Applikation, die in diesem Verzeichnis lebt, verwende ich die und die .NET-Version. Das ist ja im Prinzip lokal, die brauchen nicht isoliert. Nein, es kann Virtualisierung haben. Wenn ich jetzt auf dieser Web-Applikation zum Beispiel ein Publish mache, ich jetzt alle Packages, die für die Runtime benötigt werden, mitkopieren. Die System Reflection DLL wird in dem Output-Verzeichnis drinnen liegen. Und wenn ich das Ganze für eine Store-App mache, dann wird es in Zukunft sogar so sein, dass ich das publishe und das Ganze wird dann noch vorkompiliert. Das ist .NET Native. Das heißt, das wird schon zum Maschinencode Microsoft in dem Store und wird schon als vorkompilierter Maschinencode an die Clients ausgeliefert. Dadurch eine wesentlich höhere, schnellere Startup-Time. So weiter und so fort. Ich glaube, da bin wir bei 30% Ersparnis oder so mit .NET Native. Jetzt hat es funktioniert, jetzt hast du Linux mit dem DNX
Jetzt haben wir mit einem Entity Framework 7 unter Linux eine Migration ausgewertet und das passende Create-Script für einen Microsoft SQL Server erzeugt. So, Cool. Schauen wir uns mal einen Webservice kriegen. Schauen wir, dass wir einen Webservice kriegen. Ja, du bist schon nervös, gell? Nein. Prinzipiell kann ich jetzt aber auch anstelle vom Script erzeugen hier einfach sagen, ich führe das Ganze aus und dann wird einfach den Befehl, den er da generieren wird, direkt mit dem Connection String an die Datenbank schicken und wird man in diesem Fall jetzt eine neue Datenbank anlegen. So, nein, das Exit macht noch gar keinen Fall. Jetzt haben wir unser Datenmodell, das ist soweit auch aufgesetzt. Was wir jetzt noch brauchen, ist einen kleinen Web-API-Controller. So, da hat es jetzt eine kleine Neuerung gegeben mit MVC 6, ist MVC und Web-API quasi verschmolzen. Es gibt jetzt keine unterschiedlichen Basisklassen mehr, also es gibt keine API-Controller-Klasse mehr, das ist jetzt alles eines. Das kann ich theoretisch Bootstrapping dann sagen kann, es soll sich so verhalten wie Web API 2, dass die ganzen Routen dann standardmäßig so eingestellt sind, dass du das ähnlich verhält. Du kannst filtern, ich kann sagen, Dinge, die in diesem Namespace sind, verhalten sich wie ein alter Web API Controller, die Dinge, die in diesem Namespace sind, wie ein MVC Controller. Wichtig für uns ist einfach zu wissen, dass es nur eine Basisklasse gibt für so einen Controller und die heißt, wie soll es anders sein, Controller. So. Da haben wir jetzt auch ein kleines Snippet. Book Controller. Ja. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Ich habe wieder mein Attribute Routing. Ich habe meine Controller-Basisklasse. Ich kann nach wie vor so Dinge machen wie Return HTTP not found, das Ergebnis ist nach wie vor ein iActionResult, haben sich minimale Veränderungen, das war vorher ein iHTTP Action Result, jetzt ist es ein iAction Result, aber es ist portierbar, sagen wir mal so. Und jetzt habe ich hier einen Web API Controller erzeugt, der als Konstruktorparameter den Kontext schon vorinstanziert reingegeben bekommt. Das ist jetzt genau dieses neue Dependency Injection System, wo sich die ganze Runtime darum kümmert, dass der Lifetime von dem Kontext auch vernünftig gehandelt wird. Das heißt, wenn der Request kommt, wird eine neue Kontextklasse instanziert mit meinem Connection String, den ich da drinnen habe. Der wird mal reingeben, wenn der Request fertig abgearbeitet ist, wird er den Kontext auch wieder disposen. Das heißt, ich muss mich da drinnen um nichts kümmern. Das kümmert sich alles dieses System. Und ich kann das dann hier erinnern, einfach ganz normal sagen, für diesen ganz klassischen Add-Request, wo ich eine Liste von Books zurückbekomme. Da gehe ich einfach direkt auf die Datenbank und führe das aus. So, wenn ich das jetzt starte, sollten wir unter dem URL API / und Controllername, in dem Fall Book, ein Ergebnis zurückbekommen. Damit wir das Ganze ein bisschen besser sehen können, werde ich das mit dem Postman machen. Wer kennt Postman nicht? Super cooles Tool. Also wer bis jetzt seine Web APIs mit Fiddler getestet hat, wird es glaube ich nach dieser Session mit Postman machen. So, jetzt haben wir hier unseren Request, den senden wir weg und natürlich habe ich wieder das gleiche vergessen wie beim letzten Mal. Einfach nur einen Controller zu erzeugen und einfach nur das NuGet-Package zu adden, reicht noch nicht aus, weil selbst dann ist es noch nicht sicher, dass man es wirklich braucht. Ich muss das in Bootstrapper dann natürlich auch noch aktivieren und muss dann sagen, app.use MVC und genauso gut im Service services.add.mvc. So, und jetzt ist das MVC-System auch bereit und meinen Request machen und sollten hier jetzt ein leeres JSON-Array zurückbekommen. Klar, weil die Datenbank habe ich gerade frisch angelegt, da kann noch nichts drinnen sein. Ich kann aber jetzt hergehen und kann sagen, dann posten wir etwas rein in die Datenbank. Hier sagen, ich möchte gerne ein JSON rein posten und zwar einen Title Book 1, einen Price 1, 2, 3. Dann muss ich ihm noch sagen,
dass ich keinen speziellen Content-Type überschicke. Ich mache einen Post auf die gleiche API, sende das Ganze und bekomme, er hat was geinsertet. Wenn ich jetzt den ersten Befehl nochmal ausführe, sollte man da schon Daten zurückbekommen. Das ist 208. Ah, Das 208. Passt schon. okay. Oder hast du eine Delete da? Ja, aber Delete an sich auch implementiert. Na dann. Das heißt, wenn wir dann mal hergehen und sagen, das war Read und keinen Conflict haben, sondern einfach nur die GUID eingeben. Und dann haben wir das gelöscht. Jetzt machen wir und tatsächlich ist wieder nur ein Eintrag sein. So, das ist jetzt zwar schon ganz nett mit diesem Postman. Ein Problem an so REST-Services ist aber immer noch, dass es keine wirkliche Beschreibung gibt von so einem Service. Das heißt, man muss relativ genau wissen, wie sehen die Daten aus, die kommen. Man muss relativ genau wissen, welche Operations gibt es überhaupt, die ich ausführen kann in so einem Service, was übernehmen die und so weiter und so fort. Und da etablieren sich jetzt schon langsam ein paar so Systeme, mit denen man trotzdem irgendwie so eine Art Metadatensprache für diese Services bekommt. Das, was früher die WSDLs im Endeffekt und ein System, das schon ein Metadatensystem hat, ist OData. Dort ist das Ganze schon darauf ausgelegt, dass quasi in einem speziellen Request einmal Metadaten zu einem Service abgerufen werden und dann weiß ich, was ich mit dem Service alles machen kann. Für so klassische REST-Services, für so Web-API-Services gibt es eine Technik und da gibt es auch unter anderem Implementierungen für Web API 2.0, für MVC 6 war es ein bisschen schwierig, aber es gibt auch schon was. Deswegen etwas schwieriger, weil sich da keiner die Mühe macht, weil es geplant ist, dass es als First-Class-Citizen in das System direkt. So, jetzt haben wir noch 5 Sekunden, dass ich das Swagger aktiviere. Gibst du mir die noch? Selbstverständlich. Swagger hat eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit Azure. Vielleicht schon mal gehört, rund um die Build, die Logic Apps, das ist so quasi der Anfang einer grafischen Workflow Development Engine. Braucht im Moment genau dieses Swagger-System, das der Raphael jetzt gerade einbaut. Also dieses Service wäre jetzt dann enabled für die Benutzung in Logic Apps in Azure. So. Da haben wir jetzt das Swagger-Service, da habe ich mich vertan. Das ist das hier. Das ist quasi eine Konfiguration, da muss man den Endpoint quasi konfigurieren, über den die Metainformationen für das Web API Service abgerufen werden können. Und das andere ist extremely straightforward. App.use Swagger, app.use Swagger UI. Swagger ist gedacht für die Verarbeitung durch Maschinen und Swagger UI ist gedacht für die Verarbeitung durch Menschen. Das heißt, da habe ich dann gleich UI, das wirst du wahrscheinlich gleich zeigen können. Genau. Das wäre nämlich jetzt eigentlich der Sinn hinter dieser ganzen Aktion gewesen, dass ich jetzt eine Beschreibung habe für meinen Service, standardmäßig im Swagger URL-Bereich und dann eine UI auch noch habe dazu. Dass man jetzt erkennt, dass ich einen API-Controller habe in meiner Applikation, automatisch dort die Metainformationen ausliest, mir genau sagt, welche Operations kann ich durchführen in dem Ding und dann sogar noch hergeht und sagt, ich lasse dir das Ganze auch ausführen. Und ich zeige dir auch schon an, was für Schema du erwarten kannst, dass da zurückkommt. Ich lasse dir das Neues inserten und gleich den Datenstand da rein kopieren und so weiter und so fort. Und hernehmen tue ich die ganzen Informationen. Punkt 2. 13. Out. Hernehmen tue ich die ganzen Informationen aus genau dem URL. Dieses JSON-File, das ist genau das, was für ein SOAP-Service früher das WSDL war. Genau hier, kann man das sehen hinten, steht alles drinnen, was man wissen muss, um mit diesem REST-Service kommunizieren zu können. Was für Parameter hat er, wie sehen die Datenstrukturen aus, gibt es, was für Aktionen kann man auch ausgeführt werden.
Genau das würde jetzt zum Beispiel Azure Logic Apps konsumieren, um dann in einem grafischen Editor es zu erlauben, dass dieses Web API hübsch mit Pfeilchen verbunden mit anderen Services zusammenspielt. So ist es. Super cool. Backend fertig. Hoffentlich. Hervorragend. Ausgezeichnet. Dann überlebe ich. Jawohl. Ein tief durchatmen. Jetzt wechseln wir vom Modus Backend in den Modus Frontend. Jetzt werden wir Frontend programmieren. Und Frontend in der heutigen Zeit programmiert man klassisches ASP.NET, MVC mit Razor und so Sachen machen. Kann man natürlich weiterhin machen, wenn man Lust hat dazu, aber ich möchte jetzt die neue Art Web zu entwickeln, mit Single-Page-Apps ein bisschen herzeigen und hier viele neue Tools. Warum viele neue Tools? Ja, jetzt musst du da mitschreiben. Viele neue Tools. Naja, es hat früher die Microsoft-Welt gegeben, wie man statische Webseiten und Single-Page-Apps entwickelt, und dann hat es die Welt gegeben außerhalb von Microsoft und die haben alle was ganz anderes verwendet. Die haben Tools verwendet mit so lustigen Namen wie Bower und Grunt und Gulp und NPM. Und Microsoft hat mit der aktuellen Version von Visual Studio eine strategische Wendung gemacht und hat gesagt, wir nehmen nicht mehr unsere Tools, sondern wir geben diesen Open Source Tools, die die ganze Welt verwendet, eine Heimat und setzen ebenfalls auf alle diese Tools. Und der Schwerpunkt wird nicht so sehr irgendwelche APIs